Im halve maand hadden we ons kleine kekel besteld en nu is dat halve mee en is aan tijd om in de diepvries te brengen. We hebben aanvang. Welkom to ons channel Thuis op dem Haus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wachsen und kochen so viel von uns eten thuis op dem Haus, was het möglich ist. Ich hoffe, je kan von uns wat leren en ook mitmachen. Möcht je eine schöne Zeit haben, das Video de Link zu kijken, was wir von der und tun. Und vergeet nicht, wenn die das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. Wir tun uns die Hühner Büten aufkappen, in die Fadern los und dann bringen wir uns den an, waschen uns die Geschirr auf und dann erst die Button die uitnehmen. Und wenn der andere ist alle uitgenommen sind, du bist noch 2 Stück ewig geblieben sind, dann haben wir immer ein paar Möglichkeiten, um nach einem Reis haben. Und dort wir von der noch war Krag so, sie wollen unbedingt nach einem Reis haben, um sein Werk busigste schaffen können. Wenn die ist alle uitgenommen sind, dann schauen wir das unser Eis für 48 Stunden. Ich will Ihnen wiesen, wo ich die gleich in einen schneiden. Das erste, dass ich zwischen die Schenkels in den Back aufschneiden. Und dann brauche ich meine Hände, um das wieder in einbrechen, weil ich habe bekannt das. Dann kann ich noch viel besser mit dem Messer dabei. Dann das ein bisschen wieder aufschneiden, was umknallen und dann war er bekannt das, dann das aufbrechen. Was das Kreuz in der Raben wieder in ein ist und dann die Hüte mit dem Messer aufschneiden. Und dann da ich die Schenkels von der Kreuz aufschneiden. Du hast ein Gelenk, das einer sich sehen kann, dann kann einer durchschneiden. Und dann gleich ich auch die Thighs von den Drumsticks, die erste von den oberste Bitte Schenkels in einen schneiden. Du hast auch ein Gelenk, wo einer schneiden kann, und der hat auch ganz leicht, wenn einer ein Gelenk schneiden wird. Mal bis abhosten nicht umknarren schneiden. Und dann der andere sieht krack so, die Schenkels auch noch in einen schneiden. So, du hast unsere Schenkel so in eingeschnitten und das Kreuzbeet. Nu erst ein paar die Flächen durchschneiden und die da mir ein bisschen in den Hack holen, ein bisschen brechen und dann gucken, wo das Gelenk ist, ein bisschen ängstlich ab einmal, dann fängt einer dort Messfuß. Da unten sieht krack so, ist ein ängstlich geschnitten, ein bisschen gucken und brechen und dann fängt einer dort Gelenk durch. Und dann der Raben in den Backen einschneiden, da ich von dort lach anfangen, wo ich die Flächen geschnitten habe. Und dann, wenn die das Lach gefangen haben, dann das Messer bloß Luten durchschneiden, wo das leichteste Schnitt, dann war das durchkriegte Längsschneiden, wo die Knärkes das Wegste sind, und das Krack, wo wir das warm aufgeschnitten haben. Und dann brauche ich meinen Daumen in den Melzenfinger, um das überbrechen, um das aufbrechen, und einmal kann er das sehr gut einreiten, aber ich da meist einmal ein Messer brauchen, um das Hütchen durch nach aufschneiden, was mir fehlen wird, und dann haben wir das auch hinein. Und nu haben wir den so wie das dort hinein, aber wir legen uns die Flächen auch noch einmal am besonderen Weg hinein zu schneiden und ich will Ihnen wissen, was wir dort legen. So, gleich wieder in 3 Bitter zu schneiden. Der oberste Bär, der braucht wie wenn wir würden Pizza haben, wenn man es der Räume und Dutto, Bruden oder Backen und mit Barbecue-Sauce. Dort erste Bitzke, dort Spätzke, dort hat meist kein Fleisch. So bis de bovenste bij bieten gaan fijn vlees. Dat eerste bietje, dat spetsje, dat daar ik broken, wanneer ik de knerkensip aankijken, dat wordt met de andere knerkenstip gaan. En den bak, den gleich wie ans ook van knerken auf te schneiden, du ik dat eerste dat Lara los dran. Dat schafft du ook fijn erop te rieten, dat is niet unbedingt nodig, dat in een maat gebruiken. En wenn dort de is rauf ist, dann deed mir bloß den Melzenknärken durchsägen und dann korrekt sie den Melzenknärken durch de längs schneiden. En hier fern du hast auch einen Knärken, du bloß ganz unknärken schneiden, dann braucht du nicht viel Fleisch an den Knärken anladen. Und dann hast du bloß die Sache lostragen, was du ein bisschen wieder bist. Vielleicht 1 oder 2 Zoll von abbekommt.
Dan draai ik me dat even en puk ik me dat Maß de durch en dan de ganz umkneten und das ist doch ganz de Länge lossschneiden. Dann habe ich ein schmackes Biet Backfleisch ganz vom Kneten los und habe das nicht in das kleine Bietchen gegeben. Dann nehme ich den Chicken Tender durch, das Bietfleisch als Safen für Chicken Strips. Das andere Bietfleisch, das andere Biet Backfleisch, das brauche ich zu verschiedenen ohne den verschneiden, den Fajitas merken, oder den Bruden merken, Burritos, verschiedene Dinge jetzt damit zu tun. En du hakt dat bak en de bak kneten, den de tot met de vlieggenbietekjes, dat wat me loot dan nog fijne heinazip geven. En de bovenste ingrediëntjes de gleichheid milk en besondere weichheid te merken. Zuerst da mit de Hüt auf hin losmerken. En dan doe ik met den kneten eruit, ik doe met den anderen en dan van de eerste zijde aan beide zijden en den kneten dat door de lostraan, zo weit als ik kan. Dan het Maß doe je en dan omkneten dat de ganz lossnijden. En du als aan die kant am besten een hard biet, dat probeer ik immer omkneten te laten. En dan stoppen ze den Kneten de los. En dan heb ik een schmackes Biet Fleisch ohne Kneten. De Kneten die wordt als quara mangt de onder Kneten gaan. Aber dit Biet Fleisch kan we gebruiken zum Barbecue backen. Wir können es zwischen zu Fajitas. Er sind viele verschiedene Wege, wie das gleiche zu brücken. Das ist nicht ganz so dreckig als Backfleisch, wenn einer das zu Eis wird brücken. Und das schmeckt bloß sehr schön. Okay, en dat is fertig. Du haben onze thighs en onze drumsticks. Weet niet waar ik dat ditch wil naam. En dan de rabenbieter en de holzbieter, de kreetsbieter, die gleich ik zat in hondsbruden merken, oder de bloß anders mit butter en de baten en de vleesstuurloos en tim lunches oder veritos merken, ook tamales merken heb ik die tije bruk. Dus zijn zo veel verschiedene wegen waar je dat brukken kan. En dan kan je ook brukken in de kerken en zip merken, waar ik gleich helemaal daar mijn knerkens doet. En dan de vlechten, die leg ik ook op verschillende wegen, bij besonders de pizza. De tenders leg ik voor chicken strips. En dan de bakvlees doe ik 100 de gebruiksvel wat ik verdort heb. Dat smaakt bis alles zeer schön en ik vreem me als zeer tim van deze heine eten meer. En ik heb Amandel hebben, du vreet me zeer toe. Wanneer we dus alle gaan twee snijden, dan doen we dat in lussen en dat aanzien, dat ons dat lang wat goed blijven. En mir ist es auch immer so neidig, dass ich mir das dann abschreiben, da Wotteberner, so dass mir das nicht von dahin unterkriegen mit ohne Fleisch. Und auch den Datum dann abschreiben, wenn wir in Hofs nach Vater wollen, wird Heiner schlafen, dass ich das nicht dahin unterkriegen will mit den anderen Heiner. Okay, wir haben unsere Heiner nicht zwei geschnitten, der letzte von den 4 Jahren Heiner, die wir wollen schlafen. Und wir wollten ihn beweisen. Diese zwei Stück Leute wir uns ganz home vernehmen. Dit zijn de kriets en rabenbieter, hebben we hier apart gestoppt. En dit zijn dan de hoenschenkjes, de drumsticks. En bakvlees. En vlechten. En hier zo hebben we de tenders, dat is het binnenste biet van het bak. Dat geeft kleine chicken strips. En dit zijn dan de chicken thighs. En hier hebben we de knerkes. Dat wil ik je nog onder het video wijzen wat ik met de knerkes wil doen. Die wil ik nu mesvoets verarbeiten. Dat is waarom ik die niet ga in zo'n stuk lussen tem aanzien. En hier hebben we nog wat lusjes wat dan hongsvoeder is. Hier zijn lever en lung en die dingen bij. Vielleicht wenn je wissen, wie die Leber nicht Salz abeten, aber wie gleich die bloß nicht, so das ist fern für die Hunde, und geben da die nicht das Hüt, was wir von ab der Back und ab die Thighs drauf tun, was wir dann verschneiden. Und hier noch einmal diese Chicken Thighs, ab Deutsch sind dort bloß die bovenste Schenkjes. Und du da den Knacken rüt, und dann leg ich wieder auf die verschiedenen.
Zo, deze diepvries is ganz voll. Ik krieg dat er nicht alle nemen. Hier ist noch dit alle, wat ik er nicht nemen krieg. Auf mein Fleisch gegeben, seit mir heute ab gemerkt. Dort sind dann nu im Ganzen 20 Hühner. Die sind, also diepvries ist ganz bad voll Hühnerfleisch. Frei mich sehr zum Eten mehr von dort, wo wir wollten, wo der Hand gefressen, weil wir der Geld mehr kann. Dankeschön für Kicken, wir sehen uns das nächste Mal.